Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Und Dag Lev Luxatzus und Unger Wes. Schön, dass ihr da seid. Hüg ist jetzt besonders. Wir haben ja so unsichere Züge, man weiß nicht, was weht mit dem Fastelovend und mit der Arbeit und wie es geht mit Corona und hoffentlich irgendwann auch uns ohne. Da sind wir richtig glücklich, dass man Hüg besuchen kann, der so richtige Kölsch Urgestein ist, wo man weiß, wo man dran ist, das tät einem ins richtig gut. Und mir begrüßt Hüg et Marita Domen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Ja. vielen Dank. Ja, lieb Marita. Wir sitzen jetzt so schön an einem Tisch und ich bin froh und glücklich, dich leibhaftig für mir zu sehen. Für Glück, die vielleicht nicht so genau wissen, was mit Marita Domen los ist. Also ich muss dich dann so genau wissen und nicht. Ich weiß nur, dass eine ganze Knubbel ist, der über Marita Domen positiv, versteht sich von allein. Und ich versuche das ganz einfach. Et Marita Domen ist 1941 in Ling, also für die es nicht so richtig kennen, in Lindenthal geboren. Ich auch, nur dass ich 11 Jahre früher als da gewesen bin. Aber wir haben uns deshalb im Krankenhaus nicht getroffen. Aber uns kölsche Sprache hat uns zusammengebracht. Und ja, Marita Domen, wo fange ich an? Natürlich mit dem Kölsch, was ich sprechen tät, was ich geschrieben hat, das ist allein eine Sendung wert. Es ist Kursleiterin in der Kölsch-Akademie. Es hat nur sparsame 500 Führungen im Karnevalsmuseum gemacht. Da kommen wir einfach noch drauf. Es hätte auch Malotte die Führung gemacht. Er ist im Vorstand noch engagiert vom Heimatverein und hat Bücher geschrieben. Es gibt 1000 Sachen, Lev Marita, wo man mit dir drüber sprechen können. Hüg sprechen wir echt über das Karnevalsmuseum. Aber vorher möchte man natürlich wissen, du bist ein echt Kölsch Mädchen. Wie ist die Kölsche Sprache dann bei dir angekommen? Oder wie bist du an die Kölsche Sprache gekommen? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Kölsche Sprache ist meine Muttersprache im wahrsten Sinn vom Wort. Ich bin die 5. Generation Kölsch. Das heißt mütterlicherseits, und da ja alle Pens von ihrer, oder die meisten Pens jedenfalls von ihrer Eltern sprechen lehren, von den Müttern, habe ich natürlich Kölsch als erstes gelehrt. Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache, wie ich in die Schule gekommen bin. Und dann habe ich meine eigenen Kinder aber leider nie mehr beigebracht, weil zu der Zeit galt das nicht als besonders schick. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesehen, dass ich meine Fehler ausgemerkt habe in der hochdeutschen Sprache und habe dann die Pens das richtige Deutsch beigebracht. Ja, wie bin ich sonst wieder gegangen? Ich habe immer gerne auch Kölsch gelesen, was ja auch nicht so einfach ist für einer, der nicht geübt ist. Ne? Und Dann wurdest du engagiert an der Kölsch-Akademie, richtig, ne? ja, das war nur Zufall. Eine Freundin von mir war da. Und die hat mir erzählen, was sie da alles so Tolles erlebt hat. Und vor allen Dingen war das vom ersten Kurs, von der Kölsche Original. Und das wusste ich alles von meiner Mutter schon. Und mit 2 Händen darüber verzahlt. Und dann hat die gesagt, jankt doch uns mit, das ist doch, versucht uns da rein zu kommen, ob du noch in den nächsten Kurs rennen kannst. Ja, sie haben mich genommen. Für jetzt zu lehren oder für Ungarisch zu Für das machen? Kölsch-Examen zu machen. Ach so. Ne? Und dann haben sie mich aber nicht mehr losgelassen, wie ich das Examen dann ne? Test hat, wurde ich direkt verhaftet und wurde zum Seminarleiter gemacht. Ne? Das hat wohl ein bisschen auch damit zu tun, dass ich eben Kölsch sprach und das nicht ich noch lehren musste. Ne? Und das habe ich, 95 habe ich das gemacht, das hat mir richtig Spaß gemacht. Nebenbei war ich dann noch an der Schule, da durfte ich noch kein Kölsch sprechen. Bis irgendwann so eine Kollege eine Kölsche Satz gesagt hat und ich habe ihm eine Kölsche Antwort gegeben und der hat mich ganz erstaunt angeladen und hat gesagt, woher kannst du das Kölsch? Und sie haben wir 2 nur noch Kölsch gesprochen und dann habe ich da eine Schule in Kölsch AG übernommen. Ne? Das ist nur ein Gymnasium nicht so einfach, weil die ja
das müssen das ja außerhalb von der Schulzeit machen. Die Kleineren, die machen das ja in der Schulzeit, da geht das, aber die Großen müssen ja nebenher. Und dann hatten die noch Trompete und Ballett und Fußball und was weiß ich nicht alles. Und dann lief das nicht so, wie die gehabt hätten. Ja, nebenbei habe ich dann die Kurse gegeben und dann irgendwann habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Heimatverein seinen Mundartautorenabend gehabt hat und da stand dann auch jetzt von drin, dass der Nachwuchs suchen hätte. Und ich hatte für den Kölsch-Kurs, für den Abschluss vom Kölsch-Kurs, hatte ich eine Kölsche Geschichte geschrieben. Und die muss wohl so nett gewesen sein, dass die runtergegangen ist. Ne? Und den durfte ich die auch immer wieder vortragen, wenn ich irgendwo war. Und dann irgendwann haben sie mir gesagt, ob ich in ein Buch schreiben würde mit der Kölsche Geschichte, weil ich dann schon mehrere hatte und mehrere vortragen sollte. Und so ist mir ein Buch entstanden. Das war dann Familienklar. Das war alles Geschichte aus einer Kölsche Familie. Mit dem Gedanke, du hast ja ein Buch geschrieben, habe ich dann angerufen und habe da der Dr. Hilgers erreicht. Beziehungsweise ich die Frau, aber später dann Hilgers selber. Und ja, der hat natürlich kein Interesse an irgendeinem, der da jetzt könnte meinen, der könnte Kölsch. Ne? Bin ich also erstens in der Heimatverein eingetreten und habe mir den nächsten Mundartaurenabend angeholt und habe dann noch gesagt, wie ist es, kann da unsere andere lesen. Ja, schicken Sie mir ein paar Sachen von ich. Dann hätte dann ewig gedauert, bis ich eine Antwort kriege. Aber da war, was ich nicht gewusst habe, sein Lieblingssatz, wenn es jetzt jedes Jahr war, dann immer, da kann man jetzt was machen. Das Ja, kriege ja. ich, ne? Ja, ja. Vielleicht müssen wir das verklären. Der Luke, der Herbert Hilgers, der sogenannte Kölsch-Professor, nicht mehr gekannt hat, der hat da ja beruflich viel für die Kölsche Sprache getan. Er war dann auch ganz lang der Bass vom Heimatverein und hat im Heimatverein der Mundartautoren Abend ingeführt und am Mittwochskreis, wo die Kölsche Luke, die geschrieben Girls und Frau Lück sich treffen und das austauschen und mit dem Herbert Hilgers besprechen. Aber das ist ja nicht das, wie du in das Karnevalsmuseum gekommen das war bist, jetzt der ne? nächste Schritt. Wie ich da immer drin war, kommt der Leiter von der Kölsch Akademie und sagt, ich bin noch im Festkomitee Kölner Karneval schon seit Jahren und da haben sie ja jetzt das Karnevalsmuseum eröffnet, das war 2005. Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und zuerst war mir das zu viel Arbeit, habe ich ins Nähe gesagt. Nun komme ich aber durch meine Krankheit jetzt früher aus dem Job raus. Und wie ich mich dann so, sagen wir 3 Monate, genau, ich weiß ich nicht, jetzt erholt hat und genau auf die Möbel abgepasst hat, habe ich gedacht, jetzt musst du wieder tun. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, läuft das noch mit dem Karnevalsmuseum? Da hätte ich mir das anschauen. Ja, und das war dann 2007. Und da bin ich dann, die haben natürlich, komischerweise wussten die, wer ich war. Ja gut, inzwischen waren noch schon 2 Bücher von mir draußen, ne? Also der eine oder andere liest ja auch so jetzt. Und da hatte ich riesig gefreut, dass ich mitmachen wollte. Und seit 2005 bin ich also für Führungen im Kölner Karnevalsmuseum da und habe bis voriges Jahr auch noch im Archiv gearbeitet für Zeitungen und Bücher, war ich da zuständig. Wobei ich sagen muss, das war für einfach nur eine Sammlung, kein Archiv. Das heißt, das lag da eine Packung Zeitung und da lag eine Packung Zeitung und da waren ein paar Bücher und hingen wieder. Und das Ganze muss nicht nur sortiert, das muss ja auch endlich werden und archiviert werden. Und da war ich also 10 Jahre lang, 3 Tage der Woche, von morgens 9 bis abends 7 Wow. im Karnevalsmuseum. Und hat außerdem dann auch noch Führungen gemacht und hat dann bis voriges Jahr über 500 Stück. Bis dahin habe ich gezahlt. Im Moment läuft ja nichts. Die Arbeit im Archiv habe ich schon abgegeben, wie ich 80 wurde. Ich gesagt, das reicht jetzt. Ne? Jetzt müsste ich eine neue, hat lange noch früher beschäftigt, sagte, müsste ich eine neue suchen. Aber sie haben noch keine Jacke gefunden, das ist voll Arbeit wie ich. Ne? Aber irgendwann fing es schon eine. Vielleicht weiß der ein auf andere ja nicht, was mit dem Karnevalsmuseum los ist. Es ist ja so, wenn man ganz nah dran ist, dann weiß man manchmal ja nicht so viel und Leute, die von uns kommen, Die wissen meistens Schüler mehr. aus dem Ausland oder so, die und dann in das Museum, was die Kölsche Pens noch ja nicht gesehen haben. Kannst du vielleicht für uns Hörerinnen und Hörer ein bisschen erzählen, was man da alles belohren kann? Ja, besonders jetzt, weil das Karnevalsmuseum, das ist das größte im deutschsprachigen Raum. Ernst? Ads. Wow. Im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, das ist ja auch schön. es geht in Brüssel eins, das ist jetzt größer, aber es ist im französisch sprechenden Raum.
Aber das ist der einzige. Alle anderen sind kleiner. Aber das ist eins von den Jüngsten, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, was das richtige Museum angeht. ja. Das 2005 eröffnet wurde. Also das Jahr zwar eigentlich genau genommen, Musik 1862, so jetzt. Da ist nachweislich hier die erste Einladung zur karnevalistischen Kunstausstellung, aber die ist unterschrieben von einem gewissen Anonymous. Man weiß also gar nicht, ob da nicht nur der Vater, der Wunsch der Vater des Gedanken war, ne? Weil ein Wunsch war immer da. Und da kann man sagen, so alle 20 Jahre fängt man irgendwo eine Ausstellung und dann wird in den 60er Jahren in der Antwerpener Straße ein Haus des Kölner Karnevals heißt das. Da war auch so eine kleine Ausstellung drin. Da kommen aber nicht so ohne weiteres rein. Da musste ich anmelden. Ja, und eines Tages kam dann der Hans-Horst Engels, der damalige Festkomiteepräsident, an dem Gelände vorbei in Braunsfeld und hat dann gesehen, dass das Buderus die Gelände verkauft. Und da stand zum Verkauf an und dann in dem Hans-Horst Traum war immer schon ein Karnevalsmuseum. Ne? Und dann hat er mit allem gekämpft, sie haben mit dem Privatvermögen garantiert, für das zu kaufen. Hat dann den Vorstand auch dazu gekriegt, dass das gekauft hat und dann ist dann 2005, das war ein 90er Jahr, eigentlich 90er Jahr, und 2005 war dann fertig. Eine Innenarchitektin hat das gemacht und war, wie gesagt, über 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Der untere Raum, wenn man rennen könnte, das heißt inzwischen Eventhalle ob Neukölln, ne? Also die Veranstaltungshalle. Die war eigentlich gedacht für den Straßenkarneval zu zeigen, das sieht man am Boden. Das sieht so aus wie Straßenpflaster und man sieht, wenn man drauf angeht, ist ein Köln-Panorama, was der Zug, wenn der Zug geht, was der dann so sehen kann. Ne? Dann war vorbeigekommen, so an einer Ausstellung, an Geschäfte mit Bretterfenster und so, so gebretterte Fenster am Rosemont, da haben die Lücke Fenster gesichert. So jetzt. Und dann die paar Treppen für die Stufe, da war dann das eigentliche, oder da ist dann das eigentliche Museum, nur im Augenblick läuft ja leider wegen Corona nichts mit Führungen. Deshalb müssen wir jetzt so ein bisschen so jetzt erfingen wie Kinder im Kopf. Also man geht da die Treppe rup und was sieht man ist? Da küsst du zuerst in der Antike. Oder noch ein Klo, je nachdem wie du willst. Ne? Der Lappenclown von Meißen, ja, der steht ja auch da. Der Ne? steht für am Ende, dann ist das Maskottchen vom Ja, ich Museum. weiß. Das Maskottchen hat sich der Hans-Horst Engels ausgedacht und da jedes ganze 10 Stück von. Mir geht es nicht. Danach ist die Form kaputt geschlagen worden. Kann man also auch nie minor machen. Das ist ja eben, insofern ist das jetzt ganz Besonderes. Aber in der Antike, ja, wird auch alte Faste laufen. In der Antike, ja, wird auch fast, auch bei den Römern, ja, war das fast laufen. In der Antike ursprünglich, es gibt auch immer wieder unterschiedliche Erklärungen für das Wort Karneval. Also in der Antike war das dann so, dass die Germanen, die hier gewohnt haben, ne, von ihrem Standort, die haben ja in der Bösch gewohnt, ne, von ihrem Hain, von einem Hain zum anderen, gewandert kam der Februar, war der Monat, wo die das gemacht haben, und zwar der Göttin Frau Holle zuliebe. Das hat aber nichts mit der Märchenholle zu tun, ne? Das war nur dann ihre Göttin. Dann gingen die von Hain zu Hain. Und dieser Gang, diese Wanderung, der hieß Wale. Und für der Hain sagten sie Karne. Das war also Karne-Wale. Da kommt die erste Bedeutung. Das war die erste Bedeutung von Karneval. Hat mit der heutigen nicht mehr viel zu tun. Ne? Dann kommen die Römer, und die haben ja ganz viele Götter gehabt, die waren ja in puncto Religion extrem tolerant. Da konnte ja jeder singen J, A und B, so oft wie er will. Ne? Christen ausgeschlossen, hat er wieder Grund, dass die Christen gesagt haben, es geht nur eine. Und das haben sie nicht zugelassen, weil wenn du als römischer Bürger im Römischen Reich leben wolltest, musstest du den Eid auf die römische Verfassung schwören. Und das war halt so, dass in der römischen Verfassung drin steht, der Kaiser ist ein Gott. Und das konnten die Christen ja nicht schwören. Und deswegen sind die auch verfolgt worden. Ja, aber der Karneval haben die Römer dann auch gepflegt? Die haben einen anderen Grund gehabt. Die haben für ihr Götter sind die Römer gereist, auch mit Prozessionen, sagen wir, bei denen waren das eben auch Zösch. Und für jede Gruppe, für jede Prozession, jede Gruppe maskierte Lücke mit Musik. Die Stunden aber jetzt nicht da zum Amüsieren, sondern einfach für die Leute, die am Rand waren, aufmerksam zu machen. Hallo, Kuckuck, nicht gut die Prozession, ne? Also bitte. Ne? Da ging es drum. Immer zur jeweiligen Göttin oder zivilen Gott, den sie gerade hatte, ne? Der gerade reich war. Die bekannteste Vierer waren zu Ehren vom Gott Saturn, das waren die Saturnalien.
Und die haben immer stattgefunden, so eng des Jahres. Also in der Zeit, wo wir Weihnachten und Neujahr haben. Ne? Und ein wesentliches Merkmal war, dass die Leute die Herrschaften mit ihrer Bediensteten Rolle getauscht haben. Oder auch in der Kirche haben die einfache Bediensteten haben mit dem Bischof die Rolle getauscht. Oder der Bischof macht rückwärts Iselrige. Also die wurden also alle ein bisschen niedergemacht, würde man sagen. Ne? Das war aber damals das Spiel. Also das heißt dann, wo die Christen angefangen haben, Fastenlaufen zu feiern, konnten die auf die römische Tradition zurückriefen und es war bekannt, dass man jeden durch die Straße trug. Das wollten die ja auch jeden. Das Problem war bloß, dass die christliche Sache mit der römischen nicht übereinstimmen. Was haben die Christen gemacht? Sie haben einfach dem römische Festdash eine heilige Name gegeben. Ne? Da haben sie eben dann am 6. Dezember dann Nikolaus gemacht. Ne? Da wurde das eben Dämsi-Fest. Und sie haben ein anderes Fest genommen, was die Römer gefeiert haben. Die Leute immer je. Ich hatte im Römischen Reich in Köln oder sonst wo. Wenn ich jetzt zu 4 Jahren waren sie immer all da. Aber die Römer, die haben bei ihren Prozessionen eine Schiffskarren mitgeführt. Und der Schiffskarren hieß Carus Navalis. Das war dann ihre Erklärung für den Karneval. Carus Navalis, der Schiffskarren. Das ging aber, dann haben Christentum verloren. Ist klar, die Christen haben ja jede Feste gefeiert. Und hat sich also rübergerettet über das Mittelalter. Im Mittelalter ja wird ganz bestimmte Karnevalsspiele. Ihr kennt doch der Satz im Mädchen, Hierat, et kütt über der Haupt. Ne? Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Das war tatsächlich früher so, dass verheiratete Frauen eine Haube tragen mussten. Da kommt man schon sehen, dass die verheiratet war. Und am Donnerstag für Karneval haben die Frauen, das waren dann besonders die Maatfrauen, die waren ja in der Regel fast alle verheiratet, ne? Haben die sich ihr Haupt vom Kopf gerissen und haben gesagt, so ein Hück hätten es keiner über uns zu sagen. Denn damals hatten ja die Männer noch über die Frauen zu sagen. Ne? Und Hück hätten es keiner über uns zu sagen. Hück ist unser Tag. Und da haben sie die Haube weggeschmissen. Ne? Und das hat sich als Spiel erhalten. Das haben die nachher, die Leute auf der Straße gespielt. Und zwar die ganz normale Mensch mit einer Schleierkappe oder mit einem Hut oder was weiß ich, was der im Kopf hat, das wurde dem vom Kopf geschlagen, ne? Und dann lebt man sich wie laufen eigentlich, ne? Aber die Leute fanden das komisch, die haben sich da königlich darüber amüsiert und eben immer am Besonderen am Donnerstag für Karneval. Und dann ist der Viva Fastelovend, ne? Ist ein Wurzel vom Viva Fastelovend. Es gibt mehrere. In Köln gibt es für alles immer mehrere Erklärungen. Jetzt sind wir aber alt im Mittelalter, wo der Fastelovend gefeiert wurde, Ja. ehe das die Fastenzeit angefangen hat. Das war richtig, ja. Das war dann, da hatten sie dann das Fest von Christi Auferstehung Tod. Von Porsche. Ja, Porsche, ja. Das hatten sie dann genommen. Und die Fastenzeit, die war ja früher viel länger wie heute. Das war ja nicht nur die paar Sachen, und vor allen Dingen viel strenger. Früher hielt man sich ja noch dran. Ne? Und weil ja eben, ich habe ja noch keine Kühlketten und so jetzt wie heute, also musste keine Leere gegessen und gesoffen werden. Ne? Sonst würden die Sachen hier alles schlecht geworden. Und das war der Grund mit, wie gesagt, es gibt immer mehrere Erklärungen, der Grund mit, warum man so ausgelassen wird, bevor die Fastenzeit anfängt, ne? Die Phase anfängt. Da jeder ein Riesenbild von Peter Bruegel, dem Älteren, der Bauernbruegel, ne? Und der hat ein wunderbares Bild von der Fastenzeit, das heißt auch der Kampf zwischen Fastnacht und Fasten. Und da kann man genau sehen, was ist in der Phase gemacht wurde, und was, also Fasten, und was in Fastnacht gemacht wurde. Also die überbordenden Spiele im Fastnacht stand da drin, oder man sieht zum Beispiel auch so eine kleine maskierte, der Pärchen, was ähnlich in die Kirche will, mit einer Laterne, aber ablenkt in so ein Bordell. Das kann man auch sehen, das war ein Freudenhaus. Freudenhaus zu erkennen daran, dass da ein Vogelskäfig im Fenster steht. Da konnte man also immer sehen, wenn ein Bordell war, hatten die einen Vogelskäfig im Fenster. Also wenn man das hückt, denkt vielleicht keiner mehr, dass das Bordell war, aber ich hätte trotzdem keine Vogelskäfig im Fenster stellen. Ne? Daher kommt der Ausdruck Vögel, ne? Ja, da könnt ja, schon Vögel, da könnt ihr, genau. Und man kann auch, bei der Sieg, wo die Kirche ist, kann man also auch sehen, dass die Leute, die in der Kirche gebet haben, wie die rauskommen, ne, dass die nicht wissen, ja, sie jetzt reisen die Klosteranlage. Da war ja auch eine Pension, in Anführungsstrichen. Oder ja, sie gerade aus in das Bordell.
Also das ist wunderschön dargestellt, das merkt man sich eigentlich wirklich ins Anhören. Sieht man dann auch jetzt von der kritischen Ziege, für ein Beispiel, wo die Nazis es realt hatten? Da kann man auch dran sehen, das sind aber die ganze Zeit, ist die Barockzig jetzt übersprungen, die geht jetzt hier auch. Ich vergesse, ja. Also jetzt gibt die Barockzig, das ist da, wo zum Beispiel der Clemens August, der die ganzen Schlösser hier in der Nähe gebaut hat, Brühl und so, wo der sich festgeführt hat, ist auch ein Riesenbild drin. Und da kann man schon sehen, da kommen die Masken ins Spiel. Die hätte ich ja früher in Köln auch nicht gehabt. Also die Masken, wo man sich hinter versticht. So, nicht jetzt nur zur Zier, sondern wo man sich hinter versticht. Und das ist aber dann verboten worden, weil einfach Volk die natürlich auch genommen hat und die Poste in der Kneipe, die haben sich ja immer ans Jen geprügelt. Und das Prügelei war ja damals am Tag, das war ja ganz normal. Aber mit der Maske ja, wird dann auch ans Tode, weil man die Lücke dahinter nicht erkannt. Und dann wurden die generell verboten. Und erlaubt hat die ich wieder der Napoleon. Der erste Karneval, muss man auch sagen, total verboten hat. Ne? Aber ab, der war ja, ist das 95, ne? 95 ist der Napoleon gekommen, ja, nach Köln. Und ab 99 war der schon wieder erlaubt. 95 ist der Napoleon, also 1795 muss ich dabei sein, jetzt muss ich überlegen, ob 17 oder 18, ne? 1795 bis 1815 war das ja in Französisch. Also 1795 ist der Napoleon nach Köln gekommen und hat Köln zuerst nur besetzt, später Köln im französischen Reich eingemeindet. Und ab 99 war der schon wieder erlaubt, weil er selber gemerkt hat, wie schön so Viere sind. Ne? Und das ganze Ufer hat er einfach aus. Das war also, wie soll ich das jetzt sagen, das war wie höchste das ist die Stolpischer Straße. Also mit Fastelavond hat das eigentlich gar nichts mit zu tun. Das war nur Suppe und sich voll laufen lassen und die Grölen. Ne? Das war natürlich dann für die Generation von Köln war das nichts. Ne? Die wollten also lieber wieder so eine gesittete Karneval haben. Dann haben sich dann ein paar zusammengetan, unter anderem der Wallraff, der hat die Franzosen sicher mitkriegen und seine Schüler den Noël. Und die hatten so eine Stammtisch, da war dann auch Dumont war dabei, also lauter so Namen, die damals jetzt zu sagen hatten, ne? Die Lempertz zum Beispiel, die gehört dazu, alles Namen, die man heute auch noch kennt. Ne? Und die haben, wie gesagt, einen Stammtisch, dann nannten sie dann Olympische Gesellschaft. Das hat sicherlich auch den Grund, weil sie sich ein bisschen von der anderen abhilfen wollten, das hat aber auch einen Grund, die haben in einem Weinstübchen gedacht, was ein bisschen oberhalb lag, da konnten sie von wie vom Olymp auf die Stadt runterlassen. Also aus den zwei Gründen nannte sich die Olympische Gesellschaft. Die hätte sich dann später zwar wieder abgelöst, aber das Gedankengut war bei der Lüge immer noch drin. Dann haben die gesagt, so geht es nicht wieder, jetzt tun wir uns reformieren, jetzt machen wir so einen ordentlichen Karneval. Da sind sie, innerhalb von ein paar Monaten, haben sie dann war das jetzt Januar oder war das noch Dezember, also jedenfalls nur ein paar Monate, haben sie einen neuen Karneval auf die Beine gestellt. Und zwar mit einem Zug. Und sie hatten sich überlegt, dass der Zug, damit das sich also auch von dem Gegröl und sich abtrennt, dass der Zug dann jetzt Feineres sein wird. Da haben sie also einen Zug gemacht aus Bildern aus der Geschichte von der Stadt Köln. Die Stadt Köln, wie sie früher war, wie sie sich entwickelt hat, was sie für Soldaten gehabt hat, also die höhere Rotfunke waren ja vorher Stadtsoldaten, was dann sonst noch alles so gelaufen ist in der Zeit und alles mit wirklich toll ausgemalten Wagen, also da sieht man Bilder von. Vom ersten kann man keine Bilder sehen, weil der ja wird keiner, der die gemalt hätte, der Grote Sieg. Das war 1823. 23, ja. Ne? Das war 1823. Die hat dann innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, haben sie das dabei gebracht. Weil es aber keine Bilder gibt, hat dann der Matthias Josef de Noël, der Freund und Schüler vom Wallraff, hat der Gedicht gemacht mit über 100 Strophen und hat den Zug beschrieben. Der erste. Das ist das Einzige, was man davon wissen, wie der ausgesehen hat. Ne? Und es gibt so ein Bild davon, nicht das ja mit dem Stadtmuseum. Nee, von 23 gibt es kein Bild, aber ab 24 gibt es Bilder. Ne? Das stimmt, die hängen aber auch da. Ne? Die kann man da auch gut anschauen, da sieht man, wie schön die gestaltet waren. Ne? Und wie sagen wir das Fürnehmen, die das damals gehalten haben. Ne? Das hat natürlich zur Folge, dass sich auch nur Fürnehmer-Leute dabei gesellt haben. Ne? Und das ging so bis in die 40er Jahre. Und dann kam der Franz Ravot, der ist später bekannt geworden durch die Paulskirche.
der war also mit bei der Revolution in der Paulskirche. Und der hat dafür gesorgt, dass der Karneval ein Volksfest ist. Und nicht nur für die bessere Glück. Der hat erstens den Beitrag runtergesetzt. Und da waren natürlich manche hoch empört, ne? Weil die wollten ja unter sich bleiben, die fingen Glück. Und da fing dann an, dass die sich jetzt getrennt haben. Bis dahin ja wirklich nur diejenigen, die den Karneval da gegründet haben, beziehungsweise dann ihr Erbe. Und die dann ganz aus besseren Kreisen dabei gekommen waren. Und dann hat sich das aber getrennt. Dann kommen also auch ganz normale Menschen wie du und ich, kommen darin. Und dann ja, ist die erste offizielle Karnevalsgesellschaft. Denn die Gesellschaft nennt sich ja nicht Karnevalsgesellschaft, braucht sie auch nicht, die ja nichts anderes. Hück heißt die Nachfolger von denen, heißt die Große von 1823. Das sind die Nachfolger von den ersten, die der Karneval neu gegründet haben. Ne? Also damit ist das die älteste Karnevalsgesellschaft überhaupt. Ich kenne noch ein, die sich von 1823 nennen, das sind die Rotfunke. Das ist aber ein bisschen gefuscht. Weil die Rotfunke, das waren ja früher Stadtsoldaten. Und in der ersten Zeit, noch bis in die 30er Jahre, sind die dafür bezahlt worden, dass sie mitgingen. Die wurden wirklich bei Zeitungsanzeigen, wurden die abgerufen, wir hätten los im Zug mitzujagen, in der Uniform von der Funke, die kriegen die Uniform gestellt. Ja, und die kriegen das bezahlt, dass sie mitgingen. Also das hat mit der Gesellschaft nichts zu tun. Einfach aus der Gruppe haben sich dann eben Leute gebildet, die gesagt haben, da können wir ja auch eine Gesellschaft abmachen. Ne? Und die Gesellschaftsordnung, die stammt sowieso aus den 40er Jahren. Also früher können die Funke ja nicht drin standen. Ne? Aber es ist im Karneval wahnsinnig wichtig, dass man möglichst alt ist. Je älter, umso besser. Als Gesellschaft, Ja. nicht als Und wenn, Mensch. nee, und wenn sie noch einen alle Blumenpott fingen, ne, dann ist der eben auch noch aus dem vorigen Jahrhundert. Da fingen sie dann, das ist bei der Ehrenfelder ist das so gewesen. Von bei wegen Blau- im Karnevalsmuseum jedes Jahr die sogenannte Schatzkammer, wo man reingehen kann. Ne? Das sind dann die besonderen Orden und so Sachen. Also als Schatzkammer habe ich das noch nie gehört. Die liegen ganz normal da drin, natürlich in Vitrinen, ne? Aber als dass man die besonders, wüsste ich jetzt ja nicht, ne, die sind ganz normal Ja, ich integriert. weiß von der Anfänge her. Am Anfang war das so ganz besondere Fest in Gold für ein Beispiel, ne? Die Ja, Goldschmiede. ach, jetzt weiß ich, was du meinst. die Das gemacht haben. nimmst du Schatzkammer. Ja. Ja, du hast doch recht, das jede Tür auch noch. Ja, jetzt Mensch, weiß ich, was doch. du meinst. Das ist aber nur Fest in Gold. Ja. Das ist nur für das Fest in Gold. Und zwar sind das die Orden, die von den Goldschmiede-Lehrlingen jedes Jahr gemacht werden und die kriegt dann einen bedeutenden Politiker oder sonst auch eine bedeutende Menschen Ja, das sind Unikate, das ist ja ganz Besonderes. Aber die werden verlieren, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähnlich, wenn die aus ihrem Amt ausscheiden, geben die ähnlich zurück. Denkt natürlich nicht jeder, manche behalten. Man hat noch halt welche am Flohmarkt gefunden, das deed ja dann besonders wie, ne? Aber was man finden können, sammelt man natürlich auch wieder in. Und das ist aber jedes Jahr, also völlig geben sie wieder. Ne? Also da steht dann immer bei, wer verliehen kriegen hat und für welche Anlass und so. Ja, das wurde am Anfang, also Das ist heute auch noch. Wörtlich hieß die Schatzkammer, aber es war ja auch abgedunkelt. Ja, safe, ja, wir sagen immer safe. Du willst 2x2 Meter, Ja, groß, da ist das genau, ja nicht. genau. Das ist dann nur so eine schmale Young ausreißt und links dann beleuchtete Vitrine Ja. und da liegen die drin. Ne? Einfach finden. Ja, Jetzt haben wir aber so ein paar Sachen angesprochen, die immer ein bisschen problematisch sind mit dem Fastelovend. Wer ist eigentlich der richtige Fastelovend? Sind das die alle Gesellschaften oder die Naja, Familiengesellschaften? beides. Ist es arm und reich? Und sind das die Leute, Ja, die jede- nur richtige Kölsche oder sind Nein. das auch alle? Jetzt haben wir das Alle. Motto gehabt, nur zusammen sind wir Fastelovend. Und dann die Sofferei hast du halt angesprochen. Vielleicht tun wir wirklich noch uns die Zige ansprechen, wo es schwierig war. Das ist der Nazi-Zig und dann auch die Jahr, wo der Fastelovend ausgefallen ist. Das war ja nicht nur im letzten Jahr. nee, der Fastelovend ist schon ein paar Mal ausgefallen. Und zwar, da hätte ich jetzt daheim nachschauen können. Ich habe eine Liste, wo das genau drauf steht. Also es ist zum Beispiel ausgefallen zu Kaiserin Auguste, wie die gestorben ist. Da ist der Karneval ausgefallen. Dann, wie der Golfkrieg war, sind wir wieder neuere Ja, Zeit, ist der stimmt. Karneval ausgefallen. Ja. Also Zug, ne? Ja. Das ist, beim Golfkrieg kann ich mich noch daran erinnern, da habe ich ja noch miterlebt. Da sind zwar Sitzungen auch gelaufen, aber wenn es jetzt zu laut war, weil jetzt so eine ich sag mal, sich jetzt viel Schabau oder so gehört hat, ne? Da wurden die Leute, die sind weggeschickt worden, das habe ich miterlebt, ne? Ah ja, Da hat man höflich gebeten, den Raum zu verlassen. Also das war dann
Zu laut darf es auch nicht werden. Aber normale Sitzungen sind gelaufen, aber keine Zug. Da ist ja dann auch der Geisterzug wieder eingeführt worden. Ne? Und im Krieg wird ja auch Dann nur ja, am Anfang. Nach dem Ersten Weltkrieg wird kein Zug. Und zwar 10 Jahre lang, weil die Briten der verboten hatten, da war ja britisch besetzt, die Briten hatten der verboten. Und die Sehnsucht nach in der Köln war riesengroß, damals bei den Lück. Ne? Das war auch mit der Grund, warum der Willi Ostermann, der zu der Zeit geschrieben hat, oder gesungen hat, sagen wir besser, dass der so einen Erfolg hat. Ne? Weil es wurde ja keine Karneval gefeiert. Das komme ich wieder ab 26 dann wieder. Ne? Und wie ging es dann wieder mit der ausgefallenen Züchter? Waren ja noch ein paar andere. Ja, da waren sie ja noch ein andere, weil da kam ja noch der Zweite Weltkrieg. Aber bis dahin, das möchte ich eigentlich noch vorher, geht es noch etwas anderes, was ganz wichtig ist, weil darum Karnevalsmuseum besprochen wird, im Gegensatz zu manchen anderen, die mir geben zu, dass der Karneval auch mit Nazis besetzt war. Und mir geben auch zu, dass wir die Juden mit veralbert haben. Ne? Also in der letzten Zeit für Karneval, da wird auch gezeigt, wie sie mit den Juden umgegangen sind, dass sie da die letzten ziehen ab, Fotos von gezeigt haben, von der Zeit, oder wo sie sich über die Abneujahr oder so jetzt, wo sie sich über die lustig gemacht haben, wo sie die Juden neu gemacht haben, haben die als Juden maskiert mit langem Bart und Zylinder und so jetzt. Und das Karnevalsmuseum ist ja auch nicht so schade, so zu geben, dass der Normkrieg auch wieder Präsident war, aber ich 5 Jahre später. Da Lissem. Ja, richtig, der Thomas Lissem. Der grundsätzlich war das ein Lebekerl, ne? Aber bei den Nazis, der war in der SA, ne? Also das ist ganz bekannt. Und er hat sich, gut, man kann natürlich auch sagen, der Beziehung haben wir zu verdanken, dass der Karneval nicht in die Kraft durch Freude-Organisation rennen wird, ne? Ja. Denn ohne die Beziehung vom Listen würde vereinnahmt worden. Genau. Der Listen ist einfach hingegangen, hat die Wirtschaftsform geändert. Und dann braucht er, dann für ihn Mord alles, was mit Kultur zu tun hat, Mord in die Organisation Kraft durch Freude. Und dann hat der Listen der Karneval da rausgenommen, hat dann andere Wirtschaftsformen rausgemacht und dann braucht er nicht mehr. Was er nicht verhindern konnte, war, dass die Männer in Frauenkleidung ihre Rolle abgeben wollten. Denn Männer in Frauenkleidung waren für die Hitler so jetzt wie Schwule. Und jeden Schwule hat der genauso viel wie jeden Jüde. Und was sie mit den Jüden gemacht haben, das habe ich ja schon gesagt. Und dasselbe hätte auch gegolten, wenn sie rausgekommen wäre in der Schule oder so. Das wär, zum Glück haben wir das ja alles hinter uns. Ne? Also war das Glück. Es hat zwar, das muss man auch ehrlich sagen, nach dem Krieg immer noch Lücke, die zwar jetzt nicht mehr gezeigt haben, die aber trotzdem immer noch jeden Schwule und jeden Jüde waren. Ne? Aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis die jüngere Generation rangewachsen ist und mehr Insinn hat als die ältere. Die auch, muss man ja auch sehen, vom Hitler eingebläut haben kriegen. Ne? So ein einfacher Mensch, der nicht so weiß, wohin denkt, hätte ja alles geglaubt, was der Hitler verzahlt hat. Ne? Und das war eben mit Karneval genau dasselbe. Und sie haben sich natürlich nach der Decke gestreckt, weil es hat ja alles mit Geld zu tun und mit der Genehmigung, die man vom Bürgermeister kriegt oder von demjenigen, der zuständig ist oder so. Und 38 und 39 waren es dann Frauen, die der jungen Frau ausgefüllt haben. 38 war die Paula Zapf und 39 war aus dem Dreierstern. Im Dreierstern, richtig, die Jungfrau. Ja. Und 39 war die Else Horion. Und wir haben von der Else Horion den Nachlass bei uns im Archiv. Und mit der Paula Zapf, die hatte ich noch kennengelernt, da war sie aber auch schon 90. Ah ja. Und die hat mir auch erzählt, wie das damals war, ne? Dass also praktisch dirigiert wurde, das höchste ihre Bewerbung, das war das früher nicht. Ne? Mhm. Da kam der Liste mit ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz vorbei und gesagt, so, du weißt uns eine Jungfrau, das war ein nettes Mädchen, die war bei mir mit Pröllen beschäftigt, die haben 100-jährige oder unser Jubiläum jedenfalls gefeiert und hatten dann natürlich entsprechend Moos, ne, an den Beinen dann. Und dann wollte die Paula Zapf das machen, ob die wollte oder nicht. Natürlich hätte sie sich am Anfang gefreut, weil das ist ja jetzt Schönes, aber nicht lang, denn die Männer, die wollten die nicht. Die wollten einen Mann als Jungfrau, aber es ging ja nicht anders. Und die haben die das spüren lassen. Also das sieht man auch auf dem Foto, wird jeder offizielles Foto, der Prinz schaut sich ja nicht an
Und der Bauer lächelt zwar, aber das ist die Riemen, ne? Das kommt nicht von Hetze, das sieht man. Ne? Das ist Englisch studiert. Man sieht es wirklich, also man muss schon blind sein, wenn man nicht sieht. Und genau das hat die Paula Zapper verzeiht. Jetzt könnte man ja noch meinen, die Frau, ja gut, 90, ne? Und das wird sich irgendwie, im Alter sieht man vielleicht alles ein bisschen anders. Aber der Nachlass von der Else Horian sagt genau dasselbe, also muss es ja auch stimmen. Ne? Und die Kerls wollten die Frau nicht einfach nicht. Und das war tatsächlich so, es gibt ja eine Vereinigung der ehemaligen Dreierstirne. Und die 2 Frauen sind nie eingeladen worden. Also die ehemaligen Dreierstirne sind alle Dreierstirne drin, alle, die man kennt. Ne? Aber zu sterben sie dann weg, da kommt jedes Jahr 3 neue dabei. Ne? Und das ist halt so. Ne? Die Frau, wie gesagt, das haben sie nicht begriffen, auch noch im Krieg, das ist später gekommen. Dass die erste Frau offiziell im Zug mit ihren Dorf war in den 70er Jahren. Zu spät. Zu spät, ja. Sonst war das ein reiner Männerverein. Reine Männersache, der Karneval. Ach, das ist mir ja nicht aufgefallen. Angefangen 1823 bei dem Wittgenstein, der erste Präsident praktisch war. Ne? Das hieß damals vom festordnenden Komitee. Erster Sprecher nannte er sich. Der hat das von 23 bis 35 gemacht. Und der war jung genug, der war 26, wie er damit angefangen hat. Hat Geld genug, er hätte da noch Jahre mitmachen können, der hat auch Ideen genug. Aber da hat irgendeiner der Antrag gestellt, dass dem Rosenmann das zu auch Frauen mitgehen dürfen. Und allein der Antrag hat ihn veranlasst zu gehen. Ich sage, mach was du willst, ich bin fort. Da können wir Beze, du und ich ja richtig froh sein, sonst würde Hermann fast laufend ganz allein unterwegs mit von Kerl. uns 3. Ja, das hätte ich aber richtig kriechen. Ja, ja. Obwohl auf die Straße durfte man ja. Man hat uns ja auf die Straße gelassen. Man Ja, hat uns noch nicht wenigstens nur das. zugelassen. Ist ja Wahnsinn. Dann ist ja wirklich toll, dass man das Motto hatte, nur zusammen sind wir fast laufend im letzten Jahr. Boah, Flügscher, jetzt sind wir am Eng. Wir haben ja arg viel geholt, vom Anfang von der Antike und dann die ganze Zige durch und was das alles zu sehen jetzt im Museum und wann der Zug da war und wie er gelaufen ist und wann er ausgefallen ist und was das all für Probleme gab und was doch schön war. Marita hat so viel zu erzählen und ich glaube, wir sind nicht das letzte Mal hier beim Podcast bei Ihnen gewesen. Lieb Marita, es war mir eine Herzensfreude, dir zuzuhören. Und da habe ich eigens gemerkt, wie langsam ich spreche. Es hat richtig gut getan, Ding Temperament nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Schön, dass du da warst. Hat viel Freude gemacht. Ich denke einfach nur sagen, wenn es wieder oben ist, im Moment ist ja bei Corona so, aber wenn es wieder oben ist, lohnen Sie das Internet, da stehen die Daten drin und Kunstbesuche, wir freuen uns. Ja, dann sagen wir herzlichen Dank, liebe Marita. Ihr könntet Marita im Karnevalsmuseum besuchen kommen und sonst hoffen wir, dass wir doch so wie es jetzt mit Corona noch jetzt feiern können. Bis dahin sagen wir Tschö.